Диван удобный. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Пожалуйста, ответьте прямо сейчас. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Вы можете зарегистрироваться на курс прямо сейчас. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Сегодня очень холодно, в горах даже идет снег. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. На мою свадьбу приезжает много гостей. Даже приезжает моя тетя из Канады. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Когда я должен прийти и что я должен принести с собой? Долженствовать исполняем чужую волю с помощью глагола sollen. Sollen, soll, первое и третье лицо единственного числа, sollte, Präteritum. Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? И что сказал врач? Мне следует лежать в постели 3 дня и пить много чая. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt?
Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Дословный перевод оставаться в кровати, im Bett bleiben. Но мы можем перевести как и по смыслу, да, близко лежать в постели или оставаться в постели. Солнце светит. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Завтра погода снова теплая и солнечная. Солнечная от существительного die Sonne, sonnig. Morgen ist das Wetter wieder warm und sonnig. Учитель моего сына очень строгий. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng. Der Lehrer von meinem Sohn ist sehr streng. У меня во время работы много стресса. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Ich habe bei der Arbeit viel Stress. Моя работа связана со стрессом. Или моя работа стрессовая. Meine Arbeit ist stressig. Meine Arbeit ist stressig. Хотите еще кусок пирога? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Möchten Sie noch ein Stück Kuchen? В театре они играют сегодня пьесу «Ромео и Джульетта». Im Theater spielen sie heute das Stück Romeo und Julia. Im Theater spielen sie heute das Stück Romeo und Julia. Я учусь в Берлине. Учиться. Studieren. Studiert. Hat studiert. Ich studiere in Berlin. Ich studiere in Berlin. Учеба длится 3 года. Das Studium dauert 3 Jahre. Das Studium dauert 3 Jahre. Das Studium dauert 3 Jahre. Стул свободен. Ist der Stuhl frei? Ist der Stuhl frei? Ты ищешь что-то? Искать. Suchen. Sucht. Hat gesucht. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Я ищу свои очки. Ich suche meine Brille. Ich suche meine Brille.
Ich suche meine Brille. Мы ищем квартиру побольше. Wir suchen eine größere Wohnung. Wir suchen eine größere Wohnung. Wir suchen eine größere Wohnung. Фильм отличный. Der Film ist super. Der Film ist super. Он умеет отлично танцевать. Er kann super tanzen. Er kann super tanzen. Er kann super tanzen. Я покупаю часто в супермаркете. Ich kaufe oft im Supermarkt ein. Ich kaufe oft im Supermarkt ein. Ich kaufe oft im Supermarkt ein. Тебе нравится этот суп? Schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Я хотел бы научиться ходить под парусом. Surfen, surft, hat gesurft, ist gesurft. Ich möchte gern surfen lernen. Ich möchte gern surfen lernen. Ты часто сидишь в интернете? И для интернета у нас тоже глагол surfen. Surfst du oft im Internet? Surfst du oft im Internet? Я считаю торт слишком сладкий. Ich finde die Torte zu süß. Ich finde die Torte zu süß. Это твоя дочь? Она такая сладкая. Ist das deine Tochter? Die ist ja süß. Ist das deine Tochter? Die ist ja süß. Какие сладости ты любишь больше всего? Шоколад и мороженое. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Schokolade und Eis. Новый шеф очень симпатичный. Der neue Chef ist sehr sympathisch. Der neue Chef ist sehr sympathisch. У тебя есть планшет? Нет,
У меня есть ноутбук и мобильный телефон. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Тебе следует вечером принять 2 таблетки. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Я поднимусь по лестнице, не на лифте. Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug. Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug. Дословно переводим так. Я беру лестницу, не лифт. Ich nehme die Treppe, nicht den Aufzug. Где туалет? Вверх по лестнице и потом налево. Wo ist die Toilette? Die Treppe hoch und dann links. Wo ist die Toilette? Die Treppe hoch und dann links. Хочешь что-нибудь выпить? Пить – глагол trinken. Trinkt – третье лицо единственное число. Hat getrunken – perfekt. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Белье скоро сухое. Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Пока до завтра. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. У вас есть эта футболка размера М? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Что я могу для вас сделать? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun?
Was kann ich für Sie tun? Закрой, пожалуйста, дверь. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Эта музыка типична для этой страны. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Типичная Анна. Она, естественно, опять придет поздно. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. В настоящее время учусь играть на гитаре. Я упражняюсь по 2 часа каждый день. Упражняться. Üben. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Переходите лучше здесь через улицу. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Над нами живет семья Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Вам уже есть 18? Sind Sie über 18? Sind Sie über 18? Я везде искал, но не могу найти свои очки. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden.
Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Завтра я не работаю. Я приду послезавтра снова в офис. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Ты можешь переночевать у меня. Ночевать, übernachten. Неотделяемая приставочка здесь. Du kannst bei mir übernachten. Du kannst bei mir übernachten. А вы можете, пожалуйста, перевести мне письмо? Переводить, übersetzen. Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Мне нужен перевод моего аттестата. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Я не знаю этого слова. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Мне нужно поискать это слово в словаре. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Этот шоколад имеет прекрасный вкус. Замечательный вкус. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. В отпуске у нас была замечательная погода. Wir hatten im Urlaub
wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Я желаю вам всего хорошего. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Что желаете? Я хотел бы полкило яблок. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Что-нибудь еще вам? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Дословно можно перевести. Вы имеете еще желание? Haben Sie noch einen Wunsch? Какое твое самое большое желание? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Я желаю себе фотоаппарат на свой день рождения. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Можете ли вы повторить цифру? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Извините, пожалуйста, счет. Но в данном случае у нас будет глагол здесь использоваться, глагол zahlen, платить. Zahlt, третье лицо, единственное число. Hat gezahlt, perfekt. Entschuldigung, zahlen bitte. Entschuldigung, zahlen bitte.
Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. Из магазина. Aus dem Geschäft. Aus dem Geschäft. В магазин. Zum Geschäft. Zum Geschäft. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В столовой. In der Kantine. In der Kantine. На кассе. An der Kasse. An der Kasse. К кассе. Я иду к кассе. Есть два варианта. Zu Kasse и второй вариант an die Kasse. Zu Kasse, an die Kasse. Во время покупок. Beim Einkaufen. Beim Einkaufen. К эскалатору. Zu Rolltreppe. Zu Rolltreppe. На эскалаторе. Auf der Rolltreppe. Auf der Rolltreppe. От эскалатора. Von der Rolltreppe. Von der Rolltreppe. Из лифта. Aus dem Aufzug. Aus dem Aufzug. В лифт. In den Aufzug. In den Aufzug. В магазине. Im Geschäft. Im Geschäft. В столовую. In die Kantine. In die Kantine. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. В командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом.
Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Hier ist unser Haus. Dahinter ist ein Sportplatz und rechts davon ist ein Supermarkt. Hier ist unser Haus. Dahinter ist ein Sportplatz und rechts davon ist ein Supermarkt. У окна стоит стол. На нем лежит письмо. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Это твоя дочь. А кто стоит рядом с ней? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Мы сидим в третьем ряду, а они сидят перед нами.
Wir sitzen in der dritten Reihe und Sie sitzen vor uns. Wir sitzen in der dritten Reihe und Sie sitzen vor uns. Это наш автобус. На нем мы поедем на вокзал. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Это мой брат, а это моя сестра. А кто на фотографии между ними? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Я не хочу об этом говорить. Ich will darüber nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Где чемодан? В нем все мои вещи. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Это мой шкаф. Я возьму сейчас из него белье. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Я недоволен нашим отелем. Я не хочу вспоминать о нем. Ich bin mit unserem Hotel unzufrieden. Ich will mich daran nicht erinnern. Ich bin mit unserem Hotel unzufrieden. Ich will mich daran nicht erinnern. Я с тобой согласен. Ich bin mit dir einverstanden. Для твоих новых друзей. Für deine neuen Freunde. После моего отпуска. Nach meinem Urlaub.
из всех больших шкафов. Aus allen großen Schränken. Из всех окон. Aus allen Fenstern. Из этих интересных статей. Aus diesen interessanten Artikeln. Из всех домов. Aus allen Häusern. Из тех комнат. Aus jenen Zimmern. Из всех этих книг. Aus allen diesen Büchern. Из его тетрадей. Aus seinen Heften. За твоим компьютером. An deinem Computer. За его письменным столом. Имеется в виду сидеть за его письменным столом. An seinem Schreibtisch. An seinem Schreibtisch. В ее платяном шкафу. In ihrem Kleiderschrank. В моем офисе. In meinem Büro. В нашем любимом кафе. In unserem Lieblingscafé. Перед его дверью. Vor seiner Tür. В вашем кабинете. In ihrem Arbeitszimmer. В вашей комнате. In eurem Zimmer. В моем кресле. In meinem Sessel. Перед его телевизором. Vor seinem Fernseher.
на нашей террасе. Auf unserer Terrasse. В вашей лаборатории. In Ihrem Labor. В твоей машине. In deinem Auto. В вашем доме. In eurem Haus. Я стою перед входом. Ich stehe vor dem Eingang. Куртка висит на крючке. Die Jacke hängt am Haken. Пианино стоит в гостиной. Das Klavier steht im Wohnzimmer. Стол стоит между шкафами. Der Tisch steht zwischen den Schränken. Мужчина сидит в кресле. Der Mann sitzt im Sessel. Такси стоит на углу. Das Taxi steht an der Ecke. Документ лежит в папке. Das Dokument liegt in der Mappe. Календарь висит в коридоре. Der Kalender hängt im Korridor. Письмо лежит под документами. Der Brief liegt unter den Dokumenten. Гость сидит в кресле. Der Gast sitzt im Sessel. Она сидит за столом. Sie sitzt am Tisch.
Учитель стоит у доски. Der Lehrer steht an der Tafel. Подарки лежат под елкой. Die Geschenke liegen unter dem Tannenbaum. Машины стоят на парковке. Die Autos stehen auf dem Parkplatz. Документы лежат на столах. Die Dokumente liegen auf den Tischen. После нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех журналов. Aus allen Zeitschriften. Aus allen Zeitschriften. Кроме этих предложений. Außer diesen Sätzen. Außer diesen Sätzen. Без его помощи. Ohne seine Hilfe. Ohne seine Hilfe. Против моей подруги. Gegen meine Freundin. Gegen meine Freundin. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После учебы. Nach dem Studium. Nach dem Studium. Со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. Здесь у нас слияние произошло предлога von плюс дательный падеж, то есть артикль дательного падежа von dem Schrank. У его тети. Bei seiner Tante. Bei seiner Tante. Кроме моей матери. Außer meiner Mutter. Außer meiner Mutter. В аэропорт. Zum Flughafen. Zum Flughafen. До 20 часов. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. На самолете. Mit dem Flugzeug.
Mit dem Flugzeug. Без пальто. Ohne Mantel. Ohne Mantel. За вашу помощь. Für eure Hilfe. Für eure Hilfe. Со школы. Von der Schule. Von der Schule. Из этих зданий. Aus diesen Gebäuden. Aus diesen Gebäuden. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Здесь у нас тоже произошло слияние предлога zu с артиклем дательного падежа der, zu der, zur. Против моего предложения. Gegen meinen Vorschlag. Gegen meinen Vorschlag. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Ключом. Что-то делать. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Напротив моего дома. Meinem Haus gegenüber. Meinem Haus gegenüber. Из Турции. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Дом напротив школы. Das Haus der Schule gegenüber. Das Haus der Schule gegenüber. Ко всем текстам, кроме этого. Zu allen Texten außer diesem. Zu allen Texten außer diesem. Все книги, кроме этих двух учебников. Alle Bücher außer diesen zwei Lehrbüchern. Alle Bücher außer diesen zwei Lehrbüchern. Карандашом. Рисовать, например. Mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Из магазина. Aus dem Geschäft. Aus dem Geschäft. Уже месяц как. Seit einem Monat. Seit einem Monat. Из нашей комнаты. Aus unserem Zimmer. Aus unserem Zimmer. Напротив его письменного стола.
Seinem Schreibtisch gegenüber. Seinem Schreibtisch gegenüber. В банке. Работать. Bei der Bank. Bei der Bank. С концерта. Идти, например. Vom Konzert. Vom Konzert. После отдыха. Nach der Erholung. Nach der Erholung. К нашему дедушке. Zu unserem Großvater. Zu unserem Großvater. От моих родственников из Германии. Von meinen Verwandten aus Deutschland. Von meinen Verwandten aus Deutschland. После перемены. Nach der Pause. Nach der Pause. У парикмахера. Beim Friseur. Beim Friseur. На вокзал на такси. Zum Bahnhof mit dem Taxi. Zum Bahnhof mit dem Taxi. Ложкой есть, например. Mit dem Löffel. Mit dem Löffel. В автомастерской. Im Autowerkstatt. Im Autowerkstatt. Из золота. Aus Gold. Aus Gold. От тебя. Von dir. Von dir. В Китай на корабле. Nach China mit dem Schiff. Nach China mit dem Schiff. С днем рождения. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. С каких пор? Или с какого времени? Seit wann? Seit wann? На праздник. Zum Fest. Zum Fest. Из многих городов. Aus vielen Städten. Aus vielen Städten. Студенты идут к своему профессору. Студенты – это они. Die Studenten gehen zu ihrem Professor. Die Studenten gehen zu ihrem Professor. Учительница говорит со своими учениками. Die Lehrerin spricht mit ihren Schülern. Die Lehrerin spricht mit ihren Schülern. Ребенок живет у своего дедушки. Das Kind wohnt
bei seinem Großvater. Das Kind wohnt bei seinem Großvater. Вы живете у своих родителей. Обращение ко многим людям, с которыми мы на «ты». Ihr wohnt bei euren Eltern. Ihr wohnt bei euren Eltern. Мы говорим по телефону со своей тетей. Wir telefonieren mit unserer Tante. Wir telefonieren mit unserer Tante. Я провожу каникулы в своем родном городе. То есть немцы скажут «я провожу каникулы в моем родном городе». Ich verbringe die Ferien in meiner Heimatstadt. Ich verbringe die Ferien in meiner Heimatstadt. Он слишком много сидит за своим компьютером. Sitzt zu viel an seinem Computer. Sitzt zu viel an seinem Computer. Ты часто работаешь за своим письменным столом. Du arbeitest oft an deinem Schreibtisch. Du arbeitest oft an deinem Schreibtisch. Пальто моего отца висит в его шкафу для одежды. Der Mantel von meinem Vater hängt in seinem Kleiderschrank. Der Mantel von meinem Vater hängt in seinem Kleiderschrank. Почему мы выбрали seinem? Потому что у нас Vater, der Vater, мужской род. Это он, а местоимению соответствует притяжательное местоимение sein. Мой муж работает каждое утро в своем офисе. И опять муж, мой муж, это мужской род, это поэтому здесь будет местоимение какое? Mein Mann arbeitet jeden Morgen in seinem Büro. Mein Mann arbeitet jeden Morgen in seinem Büro. Они часто сидят по вечерам в своем любимом кафе. Они, это sie, вспоминаем, какое притяжательное местоимение соответствует местоимению sie во множественном числе. Sie sitzen oft abends in ihrem Lieblingscafé. Sie sitzen oft abends in ihrem Lieblingscafé. Вы стоите перед своей дверью. Ihr steht vor eurer Tür. Ihr steht
vor eurer Tür. Идите через площадь, а потом направо. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Мы расскажем вам кое-что из истории Берлина. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Здесь, в центре Берлина, чувствуешь себя как в деревне. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Обслуживание здесь в ресторане не очень хорошее. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Вы платите карточкой или наличными? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Он идет на шаг дальше. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Когда я познакомился с моей женой, моя жизнь была прекрасна. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Это было для меня очень горько, что я был в разлуке с семьей. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war.
Никто не должен распоряжаться моим счастьем. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Давайте устроим экскурсию. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Мы делаем экскурсию к замку Freudenberg, то есть совершаем экскурсию. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Он получит программу экскурсии по электронной почте. Er bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Er bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Er bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Что бросается вам в глаза? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Она очень хорошо ладит с коллегами. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Обратите внимание, что существительное стоит во множественном числе, и здесь коллеги женщины все. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Я читаю в газете актуальные новости. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Когда вас спросят на экзамене, вы любите смотреть телевизор, тогда вы скажете нет, потому что программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Тренироваться, пока результат не достигнут. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Контакт с клиентами, за это отвечает госпожа Бухальц.
Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Теперешний шеф перенял фирму от своего отца. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Работа маляра тяжела. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Эта змея не опасна. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Вы заметили, что существительное шланга имеет два значения – очередь и змея. Diese Schlange ist nicht gefährlich. У нас всегда играет музыка. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Жаль, что невозможно учиться без аттестата средней школы. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Это у нас были сложные предложения с придаточными. И мы переходим к глаголам с возвратным местоимением и с управлением, то есть глаголы, которые будут употребляться со своим собственным предлогом. Она радуется стажировке в Италии. То есть радуется предстоящей стажировке, потому что у этого глагола два предлога. Для будущего времени и для настоящего. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Вы хотели бы узнать о различных профессиях? Здесь у нас вежливая форма. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich
über verschiedene Berufe informieren. Мы регистрируемся на информационное собеседование. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Узнайте об обучении в Германии. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Нравится ли тебе заботиться о других людях? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Вы интересуетесь профессией в сфере транспортных средств и технологий. И здесь мы обращаемся к людям во множественном числе, с которыми мы на «ты». Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Можно записаться на бесплатную консультацию. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Я немного в стрессе, потому что я ищу работу уже несколько недель. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Я говорю на 3 языках и имею опыт работы в офисе и в продажах.
Ich spreche 3 Sprachen und habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. О да, я согласен с тобой. Это хороший совет. Ты мне очень помог. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Ему очень нравится стажировка. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Госпожа Бауэр уже ответила тебе? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Я благодарю тебя за твою поддержку. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Мне не нравится сегодняшняя еда. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Книги принадлежат тебе? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Я нашел дорогу без проблем. Я ехал на автобусе, и поездка заняла всего 10 минут. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg
ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Кому принадлежит красивый дом? Моему дяде. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Куда идет этот поезд? В Италию. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Чья это машина? Моего брата. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Это словосочетание у нас в каком падеже? Вопрос родительного падежа, генитив. Meines Bruders. Словосочетание в родительном падеже. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Кого ты любишь? Birgit. Wen liebst du? Birgit. Wen liebst du? Birgit. Кто звонил? Maria. Wer hat angerufen? Marie. Wer hat angerufen? Marie. Wer hat angerufen? Marie. Кого ты пригласил? Своих друзей. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Кому принадлежит этот спортивный автомобиль? Нам. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Кому ты хочешь подарить эту книгу? Моей сестре. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. С кем ты ходил в кино? С моим другом. Mit wem bist du ins Kino gegangen?
Mit meinem Freund. Mit wem bist du ins Kino gegangen? Mit meinem Freund. Mit wem bist du ins Kino gegangen? Mit meinem Freund. Для кого эти красивые розы? Для моей невесты. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Как долго ты изучаешь немецкий? 2 месяца. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Кто ты по профессии? Was bist du von Beruf? Bäcker. Was bist du von Beruf? Bäcker. Устойчивое выражение, оно не переводится дословно. Если дословно переводить, у нас как бы не совсем красивый перевод получится. То есть, что есть ты от профессии. Да? Ну, по-русски это звучит, кто ты по профессии. Was bist du von Beruf? Bäcker. О чем часто говорит твоя бабушка? О моем дедушке. Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa. Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa. Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa. Какие твои любимые предметы? История и немецкий язык. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Вот в этих вопросах вопросительные слова у нас не соответствуют переводу. Вот это нужно запомнить. То есть немцы скажут, что есть твои любимые предметы. А мы скажем, какие твои любимые предметы. Здесь просто нужно запомнить. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Все коллеги обедают. Почему ты не хочешь к ним пойти? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen?
Я хочу купить эти брюки. Мне нужна еще обувь к ним. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Мы не знаем точное время отправления нашего поезда. Спросите об этом в справке или в справочном бюро. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Стул сломан, не садись на него. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. На фото мои родители, между ними я. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Конференция состоится в мае. Нужно сообщить об этом всем участникам. Die Konferenz findet im Mai statt. Man muss alle Teilnehmer darüber informieren. Die Konferenz findet im Mai statt. Man muss alle Teilnehmer darüber informieren. То есть дословно можно перевести как нужно проинформировать всех участников. Всех участников проинформировать. Поэтому существительное вот это стоит в винительном падеже. А вот в русском варианте дательный падеж. А вот на это обращайте внимание. Это мой дом. За ним находится гараж. Das ist mein Haus. Dahinter befindet sich die Garage. Das ist mein Haus. Dahinter befindet sich die Garage. Это жилые дома. Между ними супермаркет. Das sind die Wohnhäuser. Dazwischen ist der Supermarkt. Das sind die Wohnhäuser. Dazwischen ist der Supermarkt. Там наша начальница. Ты можешь обратиться к ней со своими вопросами. Da ist unsere Chefin. Du kannst dich mit deinen Fragen an sie wenden. Da ist unsere Chefin.
Du kannst dich mit deinen Fragen an sie wenden. Он хочет купить машину. Он экономит для этого. Will ein Auto kaufen. Spart dafür. Will ein Auto kaufen. Spart dafür. Он говорит, что хочет провести отпуск в Италии. Sagt, dass seinen Urlaub in Italien machen möchte. Sagt, dass seinen Urlaub in Italien machen möchte. Я приведу квартиру в порядок, чтобы мама отдохнула после работы. Приводить в порядок – устойчивое выражение в немецком языке. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Петр включает фонарик. Peter macht die Taschenlampe an. Peter macht die Taschenlampe an. То есть дословно это слово переводится как карманная лампа. Да? Карманная лампа, фонарик. Анна спешит. Anna beeilt sich. Anna beeilt sich. Что вы делаете, когда вам грустно? Что вы делаете, когда вам грустно? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Что вы делаете, если вы очень счастливы? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Вот этот союз when может переводиться как если или когда. То есть здесь у нас сложное предложение с придаточным условным предложением. То есть если вы счастливы, когда вы счастливы. Что вы делаете, если вы очень уставшие? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Что вы делаете, если ваши друзья неожиданно пришли? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Подскажите, пожалуйста, как добраться до вокзала?
Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Дословно можно перевести как «А можете мне, пожалуйста, сказать, как я приду к вокзалу?» Это дословный перевод. Еще одна фраза, которую можно по-немецки сказать «Sagen Sie bitte». Это попроще, но более вежливая форма – это «Können Sie mir bitte sagen». Подскажите, пожалуйста, как добраться до университета. И эта фраза схожа с предыдущей. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Подскажите, пожалуйста, когда начинается урок? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Скажите, пожалуйста, на каком этаже находится компьютерный класс? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Подскажите, пожалуйста, почему Петер не пришел? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? И здесь перед нами сложные предложения с придаточным дополнительным, где роль союза выполняют вопросительные слова. Можете ли вы сказать мне, где конференция состоится? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Можете ли вы сказать мне, пожалуйста, который час? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Скажите, пожалуйста, как вы провели каникулы? И здесь мы опять используем глагол können. Можете ли вы мне, пожалуйста, сказать? Это более вежливо, чем задать вопрос как sagen Sie bitte. Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Подскажите, пожалуйста, чью книгу я нашла?
Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Когда я голоден, я ем бутерброд. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. И здесь у нас придаточное предложение на первом месте, то есть предшествует главному предложению. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. Когда я хочу пить, я выпиваю стакан воды. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. То есть хотеть пить – это дословно Durst haben, это иметь жажду или хотеть пить. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. Когда я хочу пойти в кино, я бронирую билет или резервирую. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Когда мне грустно, я иду гулять. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. То есть дословно совершаю прогулку. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. Если я устраиваю вечеринку, я должен пригласить достаточно людей. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Взрослые идут прежде всего к врачу, если у них грипп или простуда. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. И здесь у нас союз, условное придаточное предложение, порядок слов, подлежащий сразу за союзом, и глагол на последнем месте. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Если пьют много алкоголя, на следующий день болит голова. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. И здесь у нас придаточное предшествует главному предложению.
Давайте посмотрим, где в придаточном подлежащее. Как вы думаете? Подлежащее у нас неопределенно личное местоимение man, при котором глагол всегда находится в третьем лице единственного числа, а переводят его третьим лицом множественного числа. Сабина пьет чай с медом, когда у нее болит горло. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Когда у Клаудии мигрень, она остается весь день в кровати. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Клаус идет к зубному врачу, если у него болит зуб. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn Zahnschmerzen hat. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn Zahnschmerzen hat. Когда у вас болит спина, вам нужно делать упражнения для спины. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen. Пойдем, мы сделаем это вместе. Komm, wir machen das zusammen. Komm, wir machen das zusammen. Иногда можно перевести как «давай, мы сделаем это вместе». На диване лежит несколько красивых подушек. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Сколько же килограммов вы хотели бы сбросить? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Тогда нам следует поговорить о вашем фитнес-плане. Мы могли бы пойти на пробежку или ходить на пробежку по понедельникам и средам. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen.
Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Мы могли бы ходить плавать по вторникам и четвергам. Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. А по вечерам вам не следует больше есть углеводов. Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Макароны – это углеводы. Разрешены только фрукты, овощи, сыр и мясо. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Я уже чувствую себя намного стройнее. У нас сравнительная степень прилагательной. Ich fühle mich schon viel schlanker. Ich fühle mich schon viel schlanker. Вы против моего предложения? Sind Sie gegen meinen Vorschlag? Sind Sie gegen meinen Vorschlag? Он пришел домой около 9 часов. Ist gegen 9 Uhr nach Hause gekommen. Ist gegen 9 Uhr nach Hause gekommen. Давайте пойдем через лес. Wollen wir durch den Wald gehen? Wollen wir durch den Wald gehen? Мы проехали по всему городу. Wir sind durch die ganze Stadt gefahren. Wir sind durch die ganze Stadt gefahren. Вокруг города много озер. Um die Stadt liegen viele Seen. Um die Stadt liegen viele Seen. Разбудите меня в 7 часов. Wecken Sie mich um 7 Uhr. Wecken Sie mich um 7 Uhr. Идите вдоль озера. Gehen Sie den See entlang.
Gehen Sie den See entlang. Я хочу осмотреть музеи. Ich möchte die Museen besichtigen. Ich möchte die Museen besichtigen. Это современный вид спорта. Das ist eine moderne Sportart. Das ist eine moderne Sportart. Вы интересуетесь искусством? Interessieren Sie sich für Kunst? Interessieren Sie sich für Kunst? Мы могли бы заказать экскурсию? Könnten wir eine Führung haben? Könnten wir eine Führung haben? Я люблю фотографировать. Ich fotografiere sehr gern. Ich fotografiere sehr gern. Разрешите? Gestatten Sie? Gestatten Sie? Иди немного быстрее. Geh ein bisschen schneller. Geh ein bisschen schneller. Когда начинается эта передача? Wann beginnt diese Sendung? Wann beginnt diese Sendung? Где проходят соревнования? Wo finden die Wettkämpfe statt? Wo finden die Wettkämpfe statt? Наша команда на первом месте. Unsere Mannschaft hat den ersten Platz. Unsere Mannschaft hat den ersten Platz. Время от времени я хожу на лыжах. Ab und zu laufe ich Ski. Ab und zu laufe ich Ski. Передайте, пожалуйста, что я еще раз позвоню. Richten Sie bitte aus, dass ich noch einmal anrufe. Richten Sie bitte aus, dass ich noch einmal anrufe. Сегодня мы передаем футбольный матч из Рима. Heute übertragen wir ein Fußballspiel aus Rom. Heute übertragen wir ein Fußballspiel aus Rom. Вы передали ему письмо? Haben Sie ihm den Brief übergeben? Haben Sie ihm den Brief übergeben?
На стене висят картины и на комоде стоят цветы. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Я хотела бы, чтобы все выглядело чисто и опрятно. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Когда я въезжаю в квартиру, я ставлю сначала в комнату диван. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Когда я въезжаю в квартиру, я сначала все ремонтирую. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Телевизор должен стоять перед диваном, иначе это будет неуютно. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich.